Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieurle. Und in meiner Neujahrsansprache ist mir aufgefallen, dass man, oder eigentlich wollte ich, fangen wir von vorne an. Bei der X-Shot hat mich gestört, dass man das nicht so richtig einhändig bedienen kann und das hauptsächlich an der Form vom Hebel liegt. Und da habe ich gedacht, da muss ich ein neues Hebel entwerfen und das ganze Ding aufmachen. Und in der Neujahrsansprache ist mir aufgefallen, ja, ich könnte eigentlich auch bloß da so Ding reinmachen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt habe ich festgestellt, als ich das testen wollte, das macht einen Haufen Schmerzen, weil das alles noch scharfkantig ist. Aber das feilen wir heute runter. Und jetzt schrauben wir es mal auf, weil mir ist da noch ein bisschen was anderes aufgefallen. Schauen wir, ob wir da mal meine Schnellschraubmethode nutzen können. Oh Gott, gut. Ja, bis dann halt runterfällt. Dann geht's immer. Das ist über dem Tisch ist das ganz okay, wenn man das dann irgendwie im Stehen über den Boden macht, weil man halt keine Zeit hat, sich kurz an den Tisch noch zu hocken. Wenn man das schnell zusammenschrauben will, dann fällt einem der ganze glatte Radatsche immer auf den Boden und da ist man mehr mit Bücher beschäftigt, wenn man das normal machen tät. Ja. Und jetzt seht ihr mal, das hat da noch ein bisschen Luft. Ja, ein bisschen viel. Aber da haben wir das Elektrikers Lieblingswerkzeug oder Lieblingsarbeitsmittel, Isolierband. Das wickeln wir da einfach eine drin rum. Und dann kompensieren wir das ein bisschen. Ich muss noch überlegen, ob ich das nicht aus Gummimaterial rausdruck. Ob das nicht geschickter wäre. Und ob ich dem nicht, wenn man das da schon macht, ja, da irgendwie designmäßig irgendwas verpasst, dass das dann. Ich weiß nicht. Aber jetzt da absichtlich mal keine Pfeil drin, weil mir hätte da doch da den Raum, um irgendwie irgendwas zu machen. Und bin sowieso noch mal überlegen, ob ich. Also wenn man dann schon. Weil der Blaster ist cool von der Funktion. Die Drucke und das alle. Also der Blaster an und für sich ist cool. Aber die Funktion, das Ding da vorne, das ist mir einfach zu viel. Und dann bin ich mir überlegen, ob ich nicht einfach noch einen zweiter kaufe. Und dann die ganze Schale weg. Bis auf den Griff, der darf bleiben. So, wobei das glaube ich Teil ist, oder? Was sind das zwei? Das sind zwei Teile, oder? Weil das könnte helfen, dass man dann irgendwie guckt, den Teil selber gestalten. Wobei, dann muss ich mir irgendwann mal einen 3D-Scanner kaufen. Weil sonst. Ich meine, momentan mache ich das so. Ich mache ein Foto von dem. Messe die Maße grob. Das war mein erster Prototyp. Und dann mache ich halt einen groben Druck. Und dann seht ihr. Ja, das ändern. Ich habe es nochmal ein bisschen nachkorrigiert, war da aber ein bisschen zu vorsichtig. Also das da ist schon ein bisschen angepasst, weil da ist noch mehr Luft. Und ja, in die Richtung nodelt es noch ein bisschen. Also das habe ich auch wohl ein bisschen. Ja, muss halt doch gescheit messen, aber dafür ist Blender wahrscheinlich auch nicht das beste Tool. Aber ja, kommt wahrscheinlich nicht drum rum, mich irgendwann mal an einer anderen Seite einzuarbeiten. Also so richtig CAD-Tool. Aber ich würde sagen, da seht ihr, das ist der Hauptgrund, warum das weh tut. Weil das da halt, das habe ich so liegen gedruckt und das ist halt der Grad vom Drucker. Und das ist aber nichts, was ein Pfeile nicht beheben kann. Wenn man da jetzt rumgegangen. Und ich würde sagen, ich wickel da mal Isolierklebeband rum, so dass es reinpasst und schleift es mal. Aber das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich.
So, 12 Minuten Pfeiler. Und ja, plötzlich liegt das ganz anders in der Hand. Und mir ist auch, das ist immer ganz gut, so ein bisschen meditatives Geschäft. Da ist mir die Idee gekommen, müsste das Ganze nicht komplett aus Gummi machen, als der Räucher da hinten. Also so denkt so Neido, dass der Teil aus Gummi ist. Und ich hätte auch so Gummifilament da. Und ja, wenn der Teil, das der räuchern. Aber jetzt gucken wir erstmal auf prinzipiell Gott, weil jetzt tut es nicht mehr weh, da die Finger durch. Weil man muss ja da mit den Fingern da dagegen drücken, dass man den Hebel nach vorne drücken kann. Und das hat vorher, zum einen hat es noch ein bisschen drin knottelt. Das machen wir jetzt als nächstes. Da muss einfach ja, so 2-3 Runden Isolierklebeband hin, dass das einfach nicht mehr knottelt. Also, das seht ihr da hinten. Da ist einfach Luft. Und darum ist Luft. Und das ist natürlich, da bewegt sich das Ding im Hebel. Deswegen, ich will euch das schon alles irgendwann mal zugänglich machen, aber das muss halt dann so sein, dass ihr nicht da 12 Minuten lang rumschleifen müsst und Isolierklebern und Zeugs noch machen müsst. Das soll dann auch eine ständige Qualität haben. Aber fürs Erste muss erstmal funktionieren und da reicht die Druckqualität und da reicht deswegen dann noch mit Isolierklebeband. Man muss nicht gleich, der erste Prototyp muss nicht gleich Serienzustand haben. Haufen Krust das eigentlich. Dann werde ich sagen, ich bringe mal Isolierklebeband an und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Ja, nicht schön, aber selten. Also, ja, so Klebeband mit Schaumstoff wäre wahrscheinlich cleverer gewesen. Und irgendwo habe ich wahrscheinlich noch irgendwo alles rumliegen, aber ja. Jetzt ist schon gescheit. Und das nächste Mal passen wir über das Modell gescheit auf, wenn das jetzt so Gott. Ja, das hätte jetzt gescheit drin. Dann schrauben wir das noch rein. So, ah ja, jetzt fällt mir die Mutter da raus. Die habe ich, das muss ich im Modell auch noch anpassen. Ein bisschen Feuerzeug braucht, um die Mutter da reinzukriegen, weil die nicht ganz, das passt dem Modell nicht ganz. Da ist ein bisschen zu wenig Luft. So, jetzt nodelt das nicht mehr. Jetzt hoffe ich, dass ich das mit meinem Kamerasetup, wie man da so neudeutsch sagt, also meiner Kameraeinstellung, also im Kamerawinkel und allem, dass ich das so eingefangen kriege, dass ich das mal testen kann. So, da. Jetzt kann man das, gucken, was ich meine. Jetzt kann ich damit meine 3 Finger durch, weil vorher, das was jetzt da alles, das war vorher alles mit, und da habe ich da 4 Finger durch müssen, dass das Gott. So, dann. Jetzt kann ich das, ja, so ganz natürlich nicht. Ja, dann das muss schon die Richtung, dass die Schwerkraft mit unterstützt. Das traue ich mir natürlich nicht. Weil dann, sonst haue ich das gegen den Tisch.
Wartet. Ja. Also ich glaube, wenn man das richtig macht, dann Gott's. Also, ich glaube, wenn ich das jetzt nachher... Ich bin ja einfach mal so frei und mache das außerhalb. Ja. Ja, das ist Gott. Das müsste mir jetzt halt einfach glauben, bis ich irgendwann mal Videos aus einem anderen Winkel mache. Weil das ist jetzt halt hier für den Tisch. Müsst jetzt überlegen. Nee, ich brauche irgendwann mal andere Bereiche im Studio, dass ich irgendwie da auch solche Videos machen kann. Aber wobei. Ach ja, da muss ich noch nachhelfen. Weil normalerweise hilft die Schwerkraft jetzt dann nach unten. Aber da muss man halt immer ordentlich ausholen. Und oh Gott, das ist recht gut. Das ist jetzt schon ganz okay. Also, Modell noch anpassen. Das seht ihr, der Hanne ist noch. Oh, das ist Gott eigentlich. Ja, wobei, da darf ruhig auch ein Spalt zwischendrin sein, dass das. Also die zwei Kunststoffteile müssen sich jetzt nicht. Ah, ist Gott eigentlich. Oh, das ist jetzt eigentlich ganz okay. Bisschen weniger drauf sein, aber das ist okay. Kann man noch eine Runde festziehen. Da noch eine Runde. Da noch eine Runde. Bis kracht. Und bis hier ist halt. Dann weiß man, dass es viel war. Aber das ist schon cool, dass das beim ersten Druck eigentlich ging. Also ihr seht, ist so halt. Da ist eigentlich ein bisschen mehr Luft rein. Und da ist okay. Also das habe ich halt alles. Ja. Aber geguckt und habe es halt entworfen. Das ist nachher auch. Also ich glaube, wenn ich das euch zugänglich mache, das ist halt für meine Hand ideal. Wenn ihr genauso Hände habt wie ich, dann ist das ideal. Weil nicht kann sein, dass ich dann. Ich denke, der geschickteste Weg ist einfach das so weit wie es geht aufmachen und dann so ein Gummiding ausdruckt und rein. Und dann kann man dann verschiedene Gummieinlagen machen. Und dann passt das auch auf verschiedene Hände. Dann kann man das, wenn man das kürzer macht oder länger macht oder was weiß ich. Weil da in die Richtung haben wir ja Luft. Und dann kann man da, weiß ich nicht, da kann man designmäßig irgendwas machen, weil das sieht jetzt halt, leer aus. Und was ich mir überlegt habe, wenn man da einfach Deckel drauf macht und das nachher draufklebt, dann kann man es halt, ist halt nicht mehr ganz reversibel. Also dann müsste man es aufbohren, um an die Schraube zu kommen. Oder, wobei, man auf der Seite die Schraube, das sieht ja ganz okay aus, da kann man Löcher aussparen. Auf der anderen Seite klebt man das einfach zu. Dann kann man es immer noch wegmachen und wieder hinmachen, wenn man lustig ist. So lange bis halt der Kunststoff die Schraube nicht mehr hält, aber das ist ein anderes Problem. Jo, ich bin begeistert, also. Und ja, schreibt mal Kommentare, wenn ihr eine Idee dazu habt oder auch was anderes noch sehen wollt dazu, zu dem Blasterle. Ich würde sagen, ich teste das jetzt von mir einfach mal, spiele ein bisschen mit rum, weil dafür sind die Dinger halt gemacht, dafür habe ich das jetzt auch gemacht, dass es irgendwie ein bisschen witziger ist. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.